Dashidele, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA beglückwünschen seine Exzellenz Erzbischof Tutu zum Global Treasure Award für Menschenrechte. Das Büro seiner Heiligkeit, das Dalai Lama, hat ihre Website neu gestaltet. Starke Einschränkungen in Lhasa bei religiösem Fest. Scott Perry fordert Präsident Trump auf, Tibets unabhängigen Status anzuerkennen. US-Botschaft in London hält Diskussionen über Menschenrechte in Xinjiang, Hongkong und Tibet ab. Repräsentant Dildo Rinpoche spricht über Dialog der Religion in der modernen Welt. Französische Parlamentarier würdigen die Feierlichkeiten zum Friedensnobelpreises, seine Heiligkeit des Dalai Lama. Tibeter protestieren am 72. Internationalen Tag der Menschenrechte gegen China. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratulierte seiner Exzellenz, dem Erzbischof Desmond Tutu, zum Erhalt des Human Rights Global Treasure Award. In Betonung an ihre Freundschaft und spirituelle Verbindung lobte seine Heiligkeit der Dalai Lama seiner Exzellenz, dem Erzbischof Tutus, lebenslanges Engagement im Dienste der Menschheit. I really admire. You see, in 90 years, you spent a life with principle and helping humanity. And certainly your own religious tradition, Christian. You really work hard. I very much appreciate. I hope and I believe there's still another few more years, if possible, up to 100 years. Say, you may live and serving humanity as before. And since we both now become old, so now physical meeting, I go there difficult, and you also come here difficult. But in spiritual level, we never separate. We always together. Der Präsident des CTA, Dr. Lobsang Singhi, und der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Herr Pema Chungne, gratulierten ebenfalls seiner Exzellenz, dem Erzbischof Desmond Tutu, zum Erhalt des Preises. Die Organisation Artikel 3 ehrte seine Exzellenz Erzbischof Desmond Tutu am 10. Dezember im Rahmen der jährlichen Feierlichkeiten zum Tag der Menschenrechte mit dem Human Rights Global Treasure Award für sein lebenslanges Engagement der Förderung von Frieden, Gleichheit, Gleichberechtigung und die Menschenrechte. Das Büro seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama hat an diesem Mittwoch seine neue gestaltete tibetische Website yawarrinpoche.com mit neuen Funktionen wie verbesserten Suchmöglichkeiten und herunterladbaren Publikationen aufgeschaltet. Die aktualisierte Website ermöglicht eine benutzerfreundlichere Bedienoberfläche zusätzlich zur verbesserten Zugänglichkeit von Informationen, der Belehrungen seiner Heiligkeit, den kommenden Lehrplan und andere hilfreiche Informationen. Die tibetischen Buddhisten auf der ganzen Welt feierten letzte Woche das jährliche religiöse Fest Gandeng Namche. Hingegen erlebten die Tibeter in der Hauptstadt Lhasa an diesem Tag eine außergewöhnliche Polizeipräsenz und Überwachung, besonders in den Gebieten Tsuklakang und Pakur. 2 kurze Videoaufnahmen, welche vor dem Tsuklakang und die andere auf der Pakur-Straße aufgenommen wurden, zeigen aufgereihte Polizeibeamte auf der beiden Seiten der Straße, welche die große Gruppe von Tibetern beim Umrunden der heiligen Stätten genau überwachen. Auf dem Video vom Tsuklakang ist außerdem auch eine Polizeidrohne zu erkennen, die die religiöse Prozession überwacht. Außer der 2 Videoaufnahmen sind keine weiteren Informationen aufgrund der strengen Zensur und Überwachung Chinas bekannt.
Der US-Repräsentant Scott Perry wandte sich mit einem Brief an den Präsidenten Donald Trump, in dem er den Präsidenten auffordert, Tibet als unabhängiges Land anzuerkennen. In dem Brief, der auf den 16. Dezember 2020 datiert ist, lobte Repräsentant Perry für die Initiative von Präsident Trump, um das schurkische Verhalten der Kommunistischen Partei Chinas hervorgehoben zu haben, und wies auf den besetzten Status Tibets hin, ein Status, der durch frühere US-Gesetzgebungen unterstützt wird. Repräsentant Perry forderte Präsident Trump auf, die bedeutungsvolle Position der US-Präsidentschaft zu nutzen, um eine bessere, unabhängige Zukunft für Millionen von Tibetern zu sichern. Zu Ehren des Weltmenschenrechtstages organisierte die US-Botschaft in London eine virtuelle Diskussion am Runden Tisch mit dem Titel Fokussierung auf Menschenrechte in Xinjiang, Hongkong und Tibet – eine vergleichbare Betrachtung. Repräsentant Herr Sonam Tsering-Frasi, Tibet-Büro, London, sagte, dass das Verständnis der chinesischen Kommunistischen Partei, die die universelle und fundamentalen Menschenrechte in Tibet verletzen und verleugnen, von der Tatsache herrührt, dass Tibet illegal von der Kommunistischen Partei Chinas besetzt ist. Die anderen beiden Podiumteilnehmer sind Frau Rahima Mahmood, eine britische Projektdirektorin beim World Uyghur Congress und Beraterin bei der Inter-Parliamentary Alliance on China, und Herr Nathan Law, ein prodemokratischer Aktivist aus Hongkong. Der Ehrenrepräsentant Diludu Gurumtje hielt einen Vortrag zum Thema internationale Harmonie und Eintracht in der modernen Welt auf einer Online-Konferenz am Runden Tisch zum Thema Dialog der Religion in der modernen Welt, die gemeinsam von der Diplomatischen Akademie, des Außenministeriums des Russischen Föderation, dem Institut für das akademische Studium des östlichen Christentums INA-SEC an der FRT Fakultät für Religion und Theologie, der Vrije Universität Amsterdam und der Russischen Christlich-Orthodoxen Universität im Namen des heiligen Johannes des Täufers an diesem Dienstag organisiert wurde. Rinpoche griff in seinen Ausführungen die Botschaft seiner Heiligkeit des Dalai Lama auf, dass alle religiösen Traditionen darauf hinzuarbeiten, trotz philosophischer Unterschiede die gleiche Botschaft der Liebe, der Güte und des Mitgefühls zu fördern. Vertreter verschiedener religiöser Traditionen waren eingeladen, teilzunehmen und Vorträge zu halten. Rinpoche wurde eingeladen, im Namen der Buddhisten zu sprechen. Die tibetische Gemeinschaft in Frankreich organisierte eine beeindruckende virtuelle Feier zum 31. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit, den Dalai Lama. Daran nahm eine hochkarätige Gruppe von Podiumteilnehmern teil, darunter der Präsident der zentraltibetischen Verwaltung, Dr. Lobsang Singki, der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Pema Chungne, der Abgeordnete Tashi Phuntsho, ehrwürdiger Mathieu Richard, Frau Elisabeth Tutu-Picard, Präsidentin der Tibet-Unterstützungsgruppe in der französischen Nationalversammlung, Herr Jean-Luc Romero-Michel, stellvertretender Bürgermeister von Paris, ehrwürdiger Thakpo Rinpoche, Frau Jacqueline Eustache-Brini, Präsidentin der Tibet-Unterstützungsgruppe im französischen Senat. Trotz des eisigen Wetters und der weit verbreiteten Covid-19-Pandemie hielten die Mitglieder der tibetischen Gemeinschaft in Europa am vergangenen Donnerstag, dem 72. Internationalen Tag der Menschenrechte, einen Massenprotest gegen Chinas anhaltende Unterdrückung in Tibet ab. In Österreich versammelte sich eine Menge, auch Mitglieder der uigurischen Gemeinschaft, vor der chinesischen Botschaft, hielten tibetische Nationalflaggen und Plakate in die Höhe und riefen Slogans gegen Chinas totalitäres Regime und forderten China auf, die internationalen Menschenrechte zu respektieren. Ebenso organisierte die Gesellschaft für bedrohte Völker eine Mahnwache in der Schweizer Hauptstadt Bern, an dem Tibeter, Uiguren und Vertreter verschiedener Organisationen teilnahmen. In Deutschland organisierten die Jungen Liberalen einen Protest vor der Freien Universität Berlin gegen die chinesische Einflussnahme auf die akademische Freiheit durch Konfuzius-Institute. Die Bundestagabgeordneten Gerd Jensen und Jens Brandenburg sprachen zu den Versammelten und verurteilten Chinas expansionistische Agenda und die Unterwanderung der akademischen Institutionen scharf. Ein separater Protest gegen China fand auch vor der chinesischen Botschaft statt.
Die Vertreter der tibetischen Gemeinschaft der Schweiz und Liechtenstein versammelten sich vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in Genf, um gegen die anhaltende Verschlechterung der Menschenrechtssituation in Tibet zu protestieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.